Das ist die besagte Tür. Weisst, die mit dem Nashorngriff. Hey, mega cool bist du wieder da bei der heutigen Sendung. Josh? Ja, also ich habe eine spezielle Post für euch. Wow, danke! Voilà. Kinder, wir haben immer so Freude, wenn ihr uns etwas schickt. Mega! Sogar 2 Sachen. Wow, das ist mega schön. Wir zeigen es euch auch noch schnell, was wir bekommen haben. Mega Danke für schöne die Sachen. Geschichte. Und vor allem für uns zwei interessiert. Die wollen wir dann auch noch während ihr das Lied singt, können wir die aufhängen. Kids, danke vielmals. Mega cool. Schön. Ja, aber vielleicht kennen uns ja noch nicht alle. Viele kennen den Satz schon, aber hey, das ist Noemi, meine Schwester, und ich bin Nathalie. Und schön bist du dabei. Hey, ja, eigentlich haben wir die Sendung von einem ganz anderen Ort drehen. Wir wollten in die Berge gehen und alle 4 Moderatorinnen und Kamerateam wollten raufgehen in den Schnee und euch von dort aus begrüßen. Aber leider können wir das nicht. Ihr wisst bestimmt warum, weil es ein bisschen andere Regeln gibt momentan. Und darum sind wir halt hier im Studio. Ja, vielleicht kennst du das auch, wenn du eigentlich willst, am liebsten mit deinen 10 Kollegen draussen spielen, aber du kannst nicht. Ja, das war bei uns gleich, aber schön bist du trotzdem da. Ja, und auch Gott ist da. Wie wir in den letzten paar Geschichten hören dürfen, ist er der starke Helfer, der seine Kinder nie im Stich lässt. Und genau das wenn wir jetzt auch im Lied «Stark, stark ist unser Gott» zusammen singen. Stark, stark ist unser Gott, viel stärker als alles, was gibt. Stark, stark ist unser Gott, viel stärker als alles, was gibt. Groß, groß ist unser Gott, viel größer als alles, was gibt. Groß, groß ist unser Gott, viel größer als alles, was gibt. Wahrscheinlich haben Daniel und seine Freunde viel öfters erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat, als wir in der Bibel lesen können. Ja, aber auch das Mal ist er wieder in einer aussichtslosen Lage. Wie ist es noch dazu gekommen? Es hat mit dem König zu tun. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal etwas sagt oder macht, wo ihr im Nachhinein denkt, das hätte ich jetzt gescheiter vielleicht nicht gemacht, weil so ist es nämlich auch dem König ergangen.
Ja, wir sind da ganz an einem speziellen Ort. Ich denke nicht, dass du weißt oder herausfindest, wo das wir da sind. Von aussen, das ist klar. Aber wenn wir jetzt da rüber schauen, dann sehen wir da, was wir heute besuchen. Und irgendwann wirst du dann auch drauf kommen, warum dass wir da sind. Also, du kannst es lesen vielleicht. Ganz genau sind wir da im Walter Zoo in Gossau, Kanton St. Gallen. Und da sind wir extra daher gekommen, weil da innen hat es etwas ganz Spezielles oder ein ganz spezielles Tier, das heute dann auch mit dem zu tun hat. Oder jetzt nachher, wo du wirst hören. Ich bin ganz gespannt drauf und am besten gehen wir jetzt hier schauen, kommst mit und dann genau, wirst du dort weiter sehen. Ja, also wir sind jetzt hier im Zoo drin, im Gehege. Wir sehen hier oben ganz einen Haufen andere Tiere, dort sehe ich gerade eins. Sieht nach einem Geissli aus. Und Trampeltiere und andere haben wir da gesehen. Also es ist ganz interessant, ganz ein Haufen Tiere, ganz ein schöner Zoo. Also ich sage einmal, wenn man dann wieder darf, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, kommt der Herr mit seiner Familie in den Walter Zoo. Sieht ganz wunderbar aus, wirklich. Und da findest du eigentlich alles. Und jetzt haben wir da unten, ist eben das Tier oder unser Ziel, wo wir eigentlich her möchten. Da das wunderschöne Tier mit den schönen Mähnen. Wir sehen es jetzt dann da, wenn wir dann umkehren, sehen wir unser wunderbares Tier, unser Ziel, dort wo wir, ja, wegen dem sind wir eigentlich auch hierher gekommen. Da siehst du jetzt, schau mal, der wunderschöne Löwe, oder es sind mehrere Löwe. Es ist der Vater, 2 Weibli, 2 Schwestern, habe ich mir sagen lassen, plus 2 Junge sind noch dort. Also wunderbar. Und vielleicht macht es jetzt schon ein bisschen Klick. Nämlich, ich müsste eben eigentlich von der Geschichte von Daniel erzählen, aber Daniel und Löwe, das passt doch zusammen, gell? Vielleicht kennst du die Geschichte sogar, die Begebenheit dort von Daniel. Aber vielleicht zuerst mal die Löwe, wenn du die anschaust, der Löwe ist wirklich ein spezielles Tier. Nur angefangen vor allem mit dem links, bei Säbelöwe, der Säbelöwe, der hat so schöne Mähnen auf der Seite. Und die Mähnen, die hat der Löwe natürlich, das sieht schön aus, aber die hat er vor allem, wie ein Schutz ist für den Hals, wenn er Streit oder Kämpfe hat mit anderen Löwen, dann schützt ihm die Mähne vor Verletzungen, wenn ein anderer Löwe reinbeissen will. Genau. Eine andere Sache über den Löwe ist auch, der Löwe der lebt nicht allein. Wir sind jetzt da, es sind ein paar Löwe zusammen. Ein Löwe der lebt immer in einem Rudel, ich habe gelesen, bis zu 30 Löwe zusammen sind sie. Und so sehen wir es so schön, sie sind nicht allein irgendwo, sondern sie sind schön zusammen. Der Löwe ist auch ein Fleischfresser. Er isst pro Tag im Durchschnitt etwa 5 bis 7 Kilo Fleisch. Mögen wir nicht weit haben. Also ganz viel Fleisch isst er. Also er hat das Fleisch wirklich sehr gern. Und was der Löwe auch noch ist, das sieht man jetzt auch so schön, sie liegen so, jetzt steht zwar der eine gerade auf, aber normal liegen sie einfach rum und die liegen etwa 16 bis 20 Stunden pro Tag liegen sie nur rum. Also der Löwe ist eigentlich ein schöner Fullpelz. Der Tag, weisst du, hat 24 Stunden und 16 bis 20 Stunden von diesen 24 Stunden liegt er mehr oder weniger nur rum. Also ein richtiger Fullpelz. Ja, aber gehen wir zurück eben zum Daniel. Daniel und Löwe, da kommen wir jetzt gerade drauf. Beim Daniel war es so, da sind wieder viele Jahre vergangen und in der Zwischenzeit ist jetzt wieder ein neuer König gekommen. Du weisst ja noch, es ist jetzt schon der 3. König, der erste Nebukadnezar, und nachher haben wir den Belsazar gehabt. Und das jetzt ist der neue König, der Darius. Er ist jetzt da von dem ganzen babylonischen Reich der König. Und der Darius ist einer, der gerne organisiert, der hat saubere Ordnung gehabt. Und so hat er über das ganze Reich 120 Beamte oder Chefs eingesetzt, die verantwortlich sind über das ganze Gebiet. Also eben 120, jeder dann über ein anderes Gebiet. Du bist dort, du über einen Teil vom Land, du dort. So sind die verantwortlich gewesen. Und über die 120 hat er oben nochmal 3 Personen eingesetzt. Und diese 3 Personen, die sind verantwortlich gewesen für die 120, dass die ihre Arbeit gut machen. Und jetzt musst du gut hören, einer von diesen 3 oben war der Daniel selber gewesen. Und oben dran, an diesen 3, war ja nur noch der König gewesen, der König Darius. Also der Daniel hat ganz einen guten Posten gehabt. So haben die ihre Arbeit gemacht. Und der König, der Darius, der hat bald etwas gemerkt. Und zwar hat er gemerkt, dass der Daniel, der ist einfach gescheiter als alle anderen. Der hat seine Arbeit besser gemacht als die anderen.
Es ist ihm einfach wie alles gelungen. Und ich weiss nicht, vielleicht kannst du dich erinnern, ganz am Anfang von der Daniel-Geschichte haben wir so etwas schon mal gehabt. Dort hat doch der Daniel und seine Freunde haben nur Gemüse und Wasser zu sich genommen. Und was hat der König nachher gemerkt? Sie sind gescheiter als alle anderen. Aber in der Bibel lesen wir, dass nicht sie selber einfach gescheit waren, sondern dass Gott ihnen die Weisheit gegeben hat. Gott hat sie gescheit gemacht. Gott hat den Daniel gescheit gemacht. Und auch jetzt, es war Gott gewesen. Es war nicht einfach der Daniel selber gewesen. Aber der König, der hat einfach gemerkt, der Daniel, der kann vieles und der ist gescheiter als die anderen. Und dann steht da, darum hat der König den Daniel noch über die zwei gesetzt. Also von diesen 3 Obersten ist jetzt der Daniel der Chef von denen geworden. Also der Daniel ist der zweithöchste in dem ganzen babylonischen Reich, der ja riesig ist. Riesig war. Der zweithöchste ist er dort geworden. Jetzt aber ist das Problem, der Minister und den anderen Beamten, irgendwie hat das denen nicht gepasst. Sie haben einfach sind ein bisschen verrückt oder eifersüchtig geworden auf den Daniel. Sie haben gesagt, nein, das geht nicht. Vielleicht haben sie selber den Posten haben oder ich weiß nicht warum. Jedenfalls hat ihnen das gar nicht gepasst. Und sie wollen, dass der Daniel weggeht. Den brauchen wir nicht mehr, den wollen wir nicht. Fort mit dem. So haben sie sich beraten, sind zusammengeguckt, haben überlegt, was könnte man mit dem Daniel machen. Der Daniel muss weg. Ja, wir müssen etwas finden, was er schlecht macht, wo wir den König anklagen können. Und so haben sie aufgeteilt, haben sie angefangen, den Daniel zu beobachten. Vielleicht haben sie sogar abwechselt, jetzt sind mal die dran und dann mal die. Jedenfalls haben sie genau geschaut, was macht der Daniel. Nur, weißt du, was haben sie gefunden? Sie haben gar nichts gefunden. Ich kann dir das da gerade vorlesen. Da steht, aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, also er hat seine Arbeit so gut gemacht, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage. Sie haben nichts gefunden, wo der Daniel falsch gemacht hat. Ja, was sollen sie jetzt machen? Was sollen sie jetzt machen? Ich vermute, dass sie selber, die Minister und all die Beamten, selber eben vieles gemacht haben, was nicht gut war. Dass sie vieles vielleicht selber beschissen haben, dass sie vielleicht sogar gelogen haben. Und ja, bei ihnen hat man wahrscheinlich viel gefunden. Und wenn ich mein Leben überlege, wenn ich jetzt so bedenke, wir würden mein Leben oder mich selber so beobachten, würden wir wahrscheinlich auch einiges finden. Und ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei Daniel, da haben sie einfach nichts gefunden. Der Daniel hat seine Arbeit gut gemacht. Er hat beim Bösen nicht mitgemacht. Er hat seinen Gott, den Herr, hat er wirklich geliebt. Und er wollte so leben, dass es ihn ehrt, dass er Freude haben kann. Er hat an ihn geglaubt, er war sein Kind gewesen. Und darum hat er ihm auch geholfen, dass er treu sein kann. Dass er ihm treu sein kann und dass er ehrlich sein kann. Dass er beim Bösen nicht mitmachen muss. Und das darfst auch du machen. Du darfst ihn immer wieder um Hilfe bitten. Dass du Nein sagen kannst und dass du das kannst machen oder es so kannst leben, wie es über Gott gefällt. Ich weiss es, manchmal, es ist zum Teil leichter, wenn man ein bisschen Unwahrheit erzählt, als wenn man die Wahrheit sagen muss. Es ist manchmal auch einfacher streiten, wieder friedlich sein. Ja, aber Gott will gleich, dass wir so leben können, dass es ihm gefällt. Dass wir ihm treu sein können. Und er möchte uns vor allem auch dabei helfen. Dass wir freundlich sein und nicht die anderen fertig machen. Das ist das, was er will. Und eben, Gott hilft seinen Kindern. Und so sind halt die Minister und Beamten enttäuscht wieder zusammengehockt. Dann müssen sie sagen, wir finden nichts, was sollen wir auch machen? Da kommt einer, der Herr, sagt, hey, ich habe eine Idee. Ich weiss, was wir machen können. Die anderen sagen, was denn? Was gibt es denn da für etwas? Du weißt ja selber, wir haben nichts gefunden. Lass du, ich habe eine Idee. Und zwar, wir können ihn anklagen wegen seinem Glauben an Gott. Das sagt der andere. Wie meinst du jetzt das wegen seinem Glauben an Gott? Wie stellst du dir das vor? Ja, musst hören. Ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar, wir machen ein Gesetz, wir aufschreiben, dass jeder auf dem ganzen Reich für, sagen wir jetzt,
30 Tage, also das ist ein Monat, dass jeder so lange nur vom König allein etwas verbitten darf. Oder nur der König allein darf anbeten, nur zu ihm darf bittstellen. Zu niemand anderem. Und ihr wisst ja, der Daniel, der tut immer zu seinem Gott beten, der tut ihn um alles bitten. Und das darf er dann eben nicht machen. Dann können wir ihn packen. Hey, das ist eine gute Idee, super, das machen wir so. Genau, hey, sofort. Und so haben sie da etwas ausgearbeitet, ein Gesetz aufgeschrieben und sie mussten mit dem vor den König gehen. Und ihm das sagen, weil der König hat das unterschreiben, sonst wäre das Gesetz ja nicht gültig gewesen. Also, so haben sie das gemacht, alles sauber formuliert, aufgeschrieben und dann haben wir gezeigt, so, hey, das haben wir, das machen wir, mit dem gehen wir jetzt vor den König. Und dann sind sie so zum König gegangen, aber sie sind natürlich auch ein bisschen schlau gewesen. Sie haben dem König nicht gesagt, was sie wollen, sondern sie sind anders zum König gegangen. Zuerst sind sie nämlich zu ihm ein bisschen schmeicheln und gesagt, grosser König, du bist so wunderbar und du bist der beste König, den wir je hatten. Und wir haben dich so gern und weißt, hey, jetzt haben wir gedacht, komm, hey, die Leute müssen das mehr merken, wie wunderbar du bist. Und darum haben wir jetzt ein Gesetz aufschreiben lassen, wo drin steht, dass für den nächsten Monat jeder Mensch steht im Reich von niemandem oder zu niemandem etwas darf gehen und etwas darf bitten, als nur zu dir, oh König. Also, wir dürfen nur dich fast anbeten und von dir etwas erbitten. Und das einfach für die nächsten 30 Tage. König, was meinst du? Hey, das ist wunderbar. Komm, da musst du nur noch unterschreiben, es ist alles vorbereitet. Der König. Was? Oh, so denken die Leute über mich. Oh, ja, hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, der hat sich richtig geschmeichelt gefühlt. Und weißt du, was ist passiert? Der König, der hat nichts anderes gemacht, als einen Schreiber genommen oder eine Feder oder was sie auch immer hatten dort und hat das Gesetz unterschrieben. Ja, jetzt ist es also so. Wir müssten sagen, der Daniel darf nicht mehr zu Gott beten. Aber was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Er ist auf die Knie gehockt oder auf die Knie gegangen in seinem Zimmer und er hat zu Gott gebetet. Er hat das gehört, was passiert ist mit dem Gesetz. Und er hat zu Gott gebetet, er hat ihm das gesagt. Was soll ich jetzt machen? Herr, hilf mir. Du musst dir mal vorstellen, das Gesetz, du darfst nicht mehr zu deiner Mama, zu deinem Papa gehen und sie um etwas bitten. Alle nur noch vom König und sonst darf man das nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich ein ganz schlimmes Gesetz. Aber wir wissen ja, sie haben das nicht wegen dem König gemacht, sondern damit sie etwas gegen den Daniel machen können. Aber der Daniel hat Gott gekannt und er wollte Gott treu sein und er hat gewusst, niemand, nichts und niemand kann ihn von Gott und von seiner Liebe trennen. Und niemand kann ihn daran hindern, dass er zu Gott betet. Und so hat er gesagt, ich will gleich mit Gott zusammenleben. Sie können mir das nicht verbieten. Und so hat er hat weiter gebetet. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns nie im Stich lässt. Auch wenn es nicht immer gerade so rauskommt oder so passiert, wie wir uns das vorstellen. Gott lässt uns nie im Stich. Und das hat der Daniel gewusst. Gott ist da. Und auch wenn die jetzt so ein schlimmes Gesetz rausgegeben haben, Gott hilft, Gott ist da. Und am Anfang hat es auch tatsächlich so ausgesehen, als hätte Gott nicht geholfen. Die Minister und wahrscheinlich andere Beamte, die sind nämlich ins Zimmer oder in das Haus, wo der Daniel war, sind sie eingestürmt. Und was haben sie gesehen? Der Daniel auf den Knie und tut zu Gott beten. Da, schaut mal, schaut das Bild an. Es gibt kein Wort mehr. Wir haben ihn verwünscht. Und mit dem sind sie nachher sofort zum König gegangen. Gesagt, König, wir haben etwas. Du hast doch das Gesetz unterschrieben. 30 Tage, oder? Weißt du nicht? Niemand darf jemand anderem um etwas bitten. Ja, das habe ich gemacht. Der Daniel, dein Minister, der Zweithöchste, der betet jeden Tag mehrere Mal zu seinem Gott. Und du, das habe ich jetzt vorher gar noch nicht gesagt, die Strafe, wenn sie das gleich machen, ist, und jetzt kommen eben da die Löwen ins Spiel. Man wird in die Löwengrube geworfen. Auch dort in Babylon haben sie Löwen gehabt und
Vermutlich sind es ganz ähnliche gewesen wie die, oder fast die Rasse, die Berberlöwen sind es gewesen. Ja. Und die haben dort so eine Grube gehabt, nicht so einen schönen Platz, wie es da hat. So irgendwie eine dunkle Grube, wo sie dort waren. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwann raus können, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Strafe war, dass man dort eingeworfen wird. Und das haben sie jetzt zum König gesagt. Der Daniel, der hat das gemacht und ja, du musst ihn jetzt in die Löwengrube werfen. Wo der König das gehört hat, da ist er verschrocken. Was? Der Daniel, den habe ich ja ganz vergessen. Nein, das darf nicht wahr sein. Ja, weil er hat den Daniel gern gehabt. Er hat ihn ja zum zweithöchsten gemacht. Er hat gewusst, was er in Daniel für eine Person hat. Vielleicht hat er sogar auch gewusst, dass der Daniel auch zu seinem Gott betet. Aber an Daniel hat er nicht mehr gedacht. Und nein, das darf nicht wahr sein. Den ganzen Tag hat er jetzt überlegt, gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Lösung, dass ich das nicht machen muss. Aber die Minister, die haben gesagt, König, du musst das machen. Du hast das unterschrieben. Und was unterschrieben ist, dort in Babylon, das muss man machen. Am König ist nichts anderes übrig geblieben. Es hat keine Hoffnung mehr gegeben. So hat der Daniel schweren Herzens müssen in die Löwengrube werfen. Es hat keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Wir lesen da aber auch, was er ihm noch gesagt hat. Der König steht da, der König sagte zu ihm, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Also Gott, er kann dich beschützen und er soll dich beschützen. Das hat er ihm noch gesagt. Aber etwas anderes hat er nicht mehr machen. Ja, wir können uns wieder fragen, hat Gott nicht geholfen? Hat Gott nicht können helfen? Oder wieso hat er das zulassen? Und auch in unserem Leben ist es doch manchmal so, da passieren Sachen, die wir manchmal nicht verstehen können. Warum hat das so passieren? Aber Gott verspricht nicht ein Leben ohne Angst oder ohne Sorgen, ohne schlimme Sachen. Aber er verspricht, dass er immer da ist, dass er seine Kinder nie allein lässt und dass er gleich wieder hilft. Manchmal vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Und vor allem verspricht er seinen Kindern den Himmel, das ewige Leben, wo es genau das Böse, der Streit und die Lügen und all das Ganze nicht mehr gibt. Dort ist es nur noch wunderbar. Und auf das hat der Daniel auch vertraut. Ja, der König ist zurückgegangen in seinen Palast, aber er konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht hin und her hat er sich gedrückt und überlegt, wie geht es um Daniel? Was ist passiert? Hat echt sein Gott ihn gerettet? Und irgendwann war die Nacht gleich vorbei gewesen. Es ist langsam wieder hell geworden und kaum ist es ein bisschen hell geworden. Der König aufgestanden und so schnell er konnte, ist er zu der Löwengrube gerannt und hat dann oben runtergerufen, Daniel, Daniel, hat dein Gott dich bewahrt? Lebst du noch? Und siehe da, der Daniel ruft unten nur, ja, o König, mein Gott hat mich bewahrt. Er hat den Löwen, wie Sie da sehen, Maul haben sie zu. Und genau das hat Gott gemacht. Er hat den Löwen das Maul zugegeben. Sie haben dem Daniel nichts machen. Oh, wie war der König froh gewesen. Der Daniel ist gerettet worden. Und er ist dann auch dahinter oder vorher schon gemerkt, dass die Beamten und Minister eben eigentlich das Gesetz gar nicht wegen ihm als König gemacht haben, sondern gegen den Daniel haben sie das machen. Und ja, so haben dann die Beamten und Minister die Strafe bekommen, die gerechte Strafe, und sind selber vor die Löwen geworfen worden. Und dort hat dann aber Gott nicht mehr geholfen. Aber Gott ist da und er lässt seine Kinder nicht allein. Er beschützt seine Kinder, er hilft ihnen und führt sie bis ins Ziel. Das ewige Leben mal dürfen bei ihm sein. Und ist es nicht wunderbar? Ja, für das hat er ja seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde geschickt. Dass er eben für das Böse, das wir gemacht haben, hat können sterben. Und so ist es möglich, dass wir mal bei ihm sein dürfen. Und kommt, wir doch gerade zu dem Gott noch reden und ihm danken dafür. Jesus, wir danken dir für das, was du gemacht hast. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du da bist, dass du der wunderbare Gott bist und deine Kinder nie allein lässt, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Das möchten wir dir mitgeben. Schau auf Jesus. Schau auf ihn in allen Situationen. Wenn du Angst hast, aber auch wenn es dir gut geht. Denk immer hin und schau auf ihn. Und das möchten wir miteinander jetzt auch singen. Ein Lied, das so heisst, auf Jesus möchte ich schauen.
Ja, wir wollen dir daheim Mut machen, dass du immer wieder an Jesus denkst, dass du ihm alles erzählst, was dich beschäftigt und mit ihm reden tust, weil er versteht dich. Ja, und Christina hat wieder eine coole Bastelarbeit dabei. Mit dieser Bastelarbeit kannst du dann anderen Mut machen. Komm, wir schauen gerade mal, was das für eine ist. Genau. Gott will dir auch Mut machen. Wenn du in der Bibel lesen tust, dann Gott ermutigt dich mit all seinen Versprechungen und alles, was drin steht. Und so kannst du auch andere ermutigen, indem dass du ihnen Bibelverse lesen tust. Für das habe ich dann mal so einen Schnippschnapp, genau. Einen Schnippschnapp gemacht. Wie du siehst, das ist das Leu. Und das geht so. Nathalie, du darfst eine Zahl sagen. 3. 3. Dann machen wir 1, 2, 3. Und da drin hat auch 4 Zahlen. 1 bis 4, du darfst auch 1 wählen. 2. 2. Dann machen wir den 2 auf. Und ich lese, was das drin steht. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wow, das macht wirklich Mut. Genau. Und so kannst du das auch anderen erzählen. Für das brauchst du einfach das Papier zum Ausdrucken, das am Schluss der Sendung finden tust. Wenn du das ausdrucken tust, das ist natürlich schwarz-weiß und nicht farbig wie meine. Das sieht so aus. Und da drin steht auch die Anleitung, wie kannst du das zusammenfalten. Du einfach schauen, dass du das richtig malen tust, ausmalen tust, dass der Leu zusammenkommt, die Farben zusammenkommen und die parallel auch. Und wenn du das so zusammenfalten tust, dann hast du eben den Schnippschnapp, wo du kannst spielen und dir auch erinnern in der Geschichte, die wir heute gehört haben. Aber bei Geschichte jetzt, es wundert mich, ob du ganz gut aufpasst hast. Darum gehen wir zurück zu dem Studio. Hey, ja, und wie ihr wisst, Kinder, haben wir auch das mal wieder 3 Fragen für euch vorbereitet. Und fangen wir doch gerade an mit der ersten. Also hört gut zu. Die erste Frage, jetzt müssen wir schnell schauen, wo wir sind, die heisst: Warum wollen die Minister das Gesetz, dass nur der König angebetet werden darf? Die Antwort A, weil sie den Daniel weghaben. Die Antwort B, weil sie sind vom König so begeistert waren. Oder die Antwort C, weil es einfach zu viele Götter gegeben hat. Und die zweite Frage: Was sagt der König zum Daniel, bevor er in die Löwengrube geworfen wird? Die Antwort A, es tut mir leid. Die Antwort B, dein Gott soll dich retten. Oder die Antwort C, das geschieht dir recht. Und die dritte Frage: Was hat der König am nächsten Morgen gemacht, nachdem der Daniel in die Löwengrube geworfen wurde? Die Antwort A, er hat mega lange ausgeschlafen. Die Antwort B, er hat zuerst mal ein mega feines, gemütliches Zwogen gegessen. Oder die Antwort C, er ist sofort zu der Löwengrube gerannt, um nach Daniel zu schauen. Ja, wie jede Woche dürfen ihr auch das mal wieder alle 3 Fragen ausfüllen. Und wenn ihr es richtig habt, gibt es auch das mal wieder einen Preis. Ihr seht nachher den Link einblenden, wo ihr die Antworten anschicken könnt. Und wir freuen uns zu sehen, wie viele von euch mitmachen und vor allem, wie gut dass ihr zugelassen habt. Ja, und wie immer, wenn wir jetzt auch schauen, was denn mit dem Knüsli so passiert. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnert, was das letzte Mal passiert ist. Sie waren nicht auf der Flucht, sie haben den Plan gefunden. Und jetzt haben wir schauen, wie es dort weitergeht. Hey, heute zusammen. Wisst ihr was? Ich habe im Fall den Entführer gefunden. Ich weiss jetzt, wer den Knüsli entführt hat. Und ich weiss, wo er ist. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen trainieren, weil wenn ich jetzt so dort hingehe, dann habe ich keine Chance gegen den Entführer. Aber das kann ich jetzt gerade machen und dann kann ich dann nachher den Knüsli befreien. Weil einen Plan, wie ich ihn rausbringe, habe ich schon. So, let's go!
Mal, ich würde sagen, jetzt Schwanz. Jetzt gehen wir den Knüssel befreien. So, das ist, glaube ich, der letzte Gang, dann sind wir draußen. Hey, doch, da ist es. Jetzt gehen wir den Knüssel befreien. Dann sehen wir weiter. In was für eine Baustelle hat mich Michel dann noch gebracht? Zuerst bringt er mir so einen komischen Keks. Und dann bringt er mich da in dieses komische Loch. Ui, dort. Das ist die besagte Tür. Weißt du, die mit dem Nashorngriff. Jetzt kann ich ihn rausschlagen. Dort habe ich trainiert. So, die Türe. Ist zu? Ich muss halt aufgehen, aber ich gehe da nicht mehr weg. Schnell, schnell, Güte. Knüssli? Geschwind. Du bist ja frei? Ja, Was ist passiert? Ja, weißt du, ich habe den Kühe getroffen und dann haben wir gesagt, wir hauen ab. Ich hätte zwar wieder seine Gutste backen, aber ist besser so, oder? Ist schön leicht. Du bist eine Kühe? Das ist die Kühe, ja. Eigentlich gut, aber... Darfst du mir Kühe sagen? Genau. Ja, Du bist ja geschwind, gell? ja genau. Ich wollte jetzt gar kommen befreien. Also gerade, Aber- also, du hast ja schon schön Zeit gelassen. Ja, du weißt ja, wie lange das gegangen ist, bis ich dich mal gefunden habe. Wenn ich entführt habe, dann musste ich trainieren, einen Plan machen, suchen, wo sie versteckt haben und... Aber du sagst, du heisst Ja. doch geschwind, du musst ja mal schnell sein. Ja, weisst, geschwinder ist nicht gegangen. Ja, er ist immer ein bisschen schlitzo, nicht so wie du. Er versucht sich immer rauszureden. Aber egal, weißt du, wir gehen jetzt. Aber Ja. schön haben wir uns wieder, ja? Gehen wir einen Gehen Döner wir. essen. Tönt fein. Sehr gut. Ja, aber du Knüssli, Ja. jetzt musst du erzählen, wie das alles passiert ist. Ja, du, das ist eine lange, sehr lange Geschichte, ja. Ja, und was ist denn nach unserer Autofahrt passiert? Da ist ja der Knüsli. Ja, zum Glück sind die zwei noch entkommen und sie haben sogar den Geschwind wieder getroffen. Das ist doch mal ein Happy End. Hey, und wir haben noch mehr gute Nachrichten für euch. Also, eigentlich eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Sie können dir nicht antworten. Also, ich habe so gewartet. Okay, dann tun wir es einfach für euch auflösen. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Und zwar... Ja, und zwar, es gibt wieder Live-Soli-Schule. Das heisst, ihr alle, die hier zuschauen, dürfen wieder in die Gemeinde kommen zu uns, geht uns schon live hören. Die Schullehrer freuen sich schon riesig drauf und ein paar von uns sind auch schon gekommen. Aber vielleicht ist schon daheim überlegen, sollen sie nicht, motiviert eure Eltern, kommt vorbei, live ist immer noch besser als im Internet. Ja, aber wir haben ja auch viele, die zuschauen, die gar nicht von unserer Kirche kommen. Und keine Angst, wir kommen trotzdem noch. Es ist eine bisschen kürzere Version, weil der Knüssli ist fleissig beschäftigt, oder so wie ich das gehört habe. Voll. Und darum haben wir gedacht, machen wir das so. Die kommen am Sonntag, für die machen wir ein langes Programm, ohne Grüße, eher so, wie wir es vorher gekannt haben. Und die immer noch mitschauen, für die gibt es einfach Geschichte und Lieder und wir sind natürlich auch dabei. Und darum freuen wir uns auch riesig drauf, um euch dann nächstes Mal wieder zu sehen. Live oder wieder da übers Internet. Ja. Ja, und jetzt haben wir ja noch einen Preis versprochen. Ich habe ein Problem mit dem Preis. Hat mir ein Problem? Problem gibt Lösung, hä? Bonjour, ich bin le Professor, ich bin größter Fan von eurer Sendung, ja. Ja. Wir machen nichts, wir machen nichts. Au revoir. Also, ist egal, hä? Ich kann auch dies sagen. Ihr von der Sendung seid ihr sicher Freunde von die Knüssli und ich habe euch Kekse mitgebracht. Biscuit, délicieux du Professor. Ja. Sind Sie vergiftet? Nein, die sind die neueste Erfindung. Und noch Schmalkeks. Und wieso bist du uns die Gutzli? Also, das ist so. Ich habe ein Problem und zwei Problemlösungen für dich. Hä? Also, weil du bist ja Freund von die Knüssli, kannst du mir sicher sagen, wo ist der Knüssli? Wo wohnt er? Also ich meine, wir sind Freunde im Knüssli, aber
Du bist kein Freund, sorry. Das ist nur wegen sprachlicher Barriere. Weil du einen Schläger in der Hand hast. Das ist nur, weil wir sind... er versteht mich Aber wir manchmal haben nicht so alle gut. Sendung geschaut und die sind keine Freunde. Er ist auf der Flucht von dir. Du bist... Das ist Fangen spielen oder sowas. Nein, Aber nein. Aber Gutzli würden wir sich behalten, weil ich meine... sieht gut aus. Ihr könnt ja noch überlegen. Und Sollen mir wir dich dann... anrufen? Ja. Angenommen, es würde etwas aufkommen. Das ist sehr gut. Ich schreibe auf meine Nummer. Okay. Aber die sind gut, hast du gesagt? Nicht vergiften. Die sind... Oh. Da können wir vertrauen. Wenn ich nicht würde euch geben, ich würde selber essen. Ui. Warum? Okay. Aber wir sind bestechen. Wir sind nicht bestechlich. Nein, das ist... wie soll ich sagen? Ein Geschenk. Ja, Geschenk. Und ihr könnt mir ja schenken die Wohnort von die Knüssli und ich Also besuche meine Freunde. Ich sage aber eher, wir wissen es nicht, weil es ist... Ja, ein bisschen überlegen, vielleicht 1, 2, 3 Mal. Vielleicht rufen wir die nicht an. Ja, das ist okay. Wir die nicht an. Aber danke für Gutzli. Aber das ist Nummer, hä? Ja, wir müssen jetzt weitermachen. Ja. Okay. Danke Aber für Gutzli. anrufen, ne? Ja, vielleicht. Die habe ich sehr gut überzeugt. Aber die Gutzli... Machen wir es einfach für den Preis. Wenn er gesagt hat, sie sind gut, sie sind sicher gut. Komm, das machen wir, schenken das einfach am Gewinn. Hey, mega cool, wir haben einen Preis für euch gefunden. Und zwar haben wir Gutzli vom Biscuit Delicieux du Professeur. Hey! Und es gibt das, sogar 2 gewinnen, weil wir haben 2 Packungen. Also es lohnt sich doppelt zum Mitmachen. Darum Mega. unbedingt füllen die Fragen aus. Schickt eure Antworten. Ja, hey, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Live oder online. Ciao zusammen. Tschüss. Das ist sehr gut. Und schön schreiben mir Nummer und eine Wohnadresse vom Knüssli. Da siehst du jetzt, schau mal, der wunderschöne Löwe, oder es sind mehrere Löwe. Es ist der Vater, 2 Weibchen, 2 Schwestern, habe ich mir sagen lassen, plus 2 Junge sind noch dort. Also wunderbar. Der Darius. Er ist jetzt da von dem ganzen babylonischen Reich der König. Und der Darius ist einer, der gerne organisiert, der hat saubere Ordnung gehabt. Und so hat er über das ganze Reich 120 Beamte oder Chefs eingesetzt, die verantwortlich sind über das ganze Gebiet. Und über die 120 hat er oben nochmal 3 Personen eingesetzt. Und diese 3 Personen, die sind verantwortlich gewesen für die 120. Gott hat den Daniel gescheit gemacht. Es war Gott. Das war nicht einfach der Daniel selber. Der Minister und den anderen Beamten, irgendwie hat es denen nicht gepasst. Die haben einfach sind ein bisschen verrückt oder eifersüchtig geworden auf den Daniel. Den brauchen wir nicht mehr, den wollen wir nicht. Fort mit dem! Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Und darum haben wir jetzt ein Gesetz aufschreiben lassen, wo drin steht, dass für den nächsten Monat jeder Mensch da in deinem Reich zu niemandem etwas gehen darf und etwas bitten darf, als nur zu dir, oh König. Und was haben sie gesehen? Der Daniel auf den Knien und tut zu Gott beten. Da, schaut mal, schaut das Bild an. Es gibt kein Wort mehr. Wir haben ihn verwünscht. Gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Lösung, dass ich das nicht machen muss? Aber die Minister, die haben gesagt, König, du musst das machen. Und siehe da, der Daniel ruft nur, ja, oh König, mein Gott hat mich bewahrt. Er hat den Löwen das Maul zugegeben. Sie haben dem Daniel nichts machen können.